Hallo zusammen, hier ist natürlich der Crunkleitis oder der Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, alles klar bei euch. Ich hoffe, gut ins Weekend gestartet. Hoffentlich eine gute Arbeitswoche gehabt. Hoffentlich ist die Arbeitswoche schon fertig. Und für die noch müssen bügeln, ja, good luck. Ich bin zum Glück nicht am Bügeln. Ich konnte sogar ein bisschen Zeit freischaufeln und darum spiele ich jetzt ein bisschen Doom. Und zwar Doom Multiplayer, wer es glaubt. Das hat mich feucht interessiert auf dem PC und auf der PS4, muss ich ganz ehrlich sein. Aber jetzt auf dem Switch habe gestern oben gedacht, mal probiere ich mal aus, wie das läuft so. Und 4 Stunden später musste ich sagen, ja, läuft gut, hey, es ist geil. Es macht richtig Spass. Man kann hier ziemlich viel irgendwie customizen, da habe ich mir jetzt noch nicht ganz so drum da. Aber was cool ist, ist, dass doppelte XP momentan laufen, das heisst, man steigt richtig rasant auf. Es scheint auch so Prestige-Modi zu geben. Ich spiele im Vergleich zu früher Call of Duty und anderen Shooter eigentlich ausnahmsweise Team Deathmatch. Alle anderen Modi ja, kann ich immer noch ausprobieren. Es gibt sehr viel auch so Objective-basiertes, aber ein Doom spielt man eigentlich noch gäbig so im Team Deathmatch. Die Ladezeiten sind ein Mühe lang. Es ist so, dass grafisch läuft einiges und kommt auch ein bisschen näher ins Stocken und alles. Aber hey, es macht richtig Spass. Es ist echt ein geiles Game im Multiplayer auch. Ich hätte es nicht gedacht, weil ich es ein bisschen ausprobiert habe. Hat mir nicht gefallen, wie gesagt. Und die Reviews haben sie auch ziemlich runtergemacht. Aber passt also auf jeden Fall tiptop. Jetzt konnte ich am Anfang meine Klasse auswählen und was ich für ein Spezialwesen bekommen, wenn schön verarscht, sorry. Hey, ich war gerade ein bisschen im Flashing schon. Wow, ist schon so früh. Eben ja, was für ein Spezialwesen das man bekommt, wenn man es verwünscht. Und es ist eigentlich so, jetzt bin ich tot, ja. Dass ich den Revenant nehme, der kann fliegen, kann Raketen schießen, aber es gibt auch sonst sehr eine grosse Auswahl. Und dann kann man noch einen von 3 Slots, die man vorher definiert, kann man so ein Spezialfeature einbauen. Ich habe jetzt eins, wo mir einfach mehr Erfahrungspunkte gibt, aus dem einfachen Grund, dass ich ein bisschen schneller vorwärts komme, die verschiedenen Sachen kann ausprobieren kann. Es gibt Zeug, die Gegenstände ansaugt, es gibt Sachen, wo der andere Boni geben, logischerweise haben. Und von dem her ja, kann man dort auch sehr individuell eigentlich das Ganze gestalten. Ich kenne die Maps noch nicht so gut. Das grüne Zeug, das ihr hier rumliegen, ist Rüstung. Oh yeah. Vorher gibt es Quad Damage, den hole ich mir hey. Okay, nice. Rüstung ist extrem wichtig. Die kann nämlich über Sieg und Niederlage entscheiden vom Sträubsten. Jetzt muss ich da aufpassen. Man muss auch Munition aufnehmen, man kann also nicht unendlich rumballern. Oh Scheiße! Habe ich gar nicht gewusst, dass da oben ist. He? Ja, so schnell kann es gehen. Also gut, ich bin hier sowieso in ein laufendes Match reingekommen, oder? Trotzdem sind wir am Gewinnen. Jetzt bin ich auch so einer, der so rumhüpft und so jumpt, wo ich im Call of Duty bin, muss ich sagen, auch mal anfänglich. Aber es ist einfach mit der taktischen Steuerung ist es prädestiniert zum Hüpfen. Das Game. Und man hat natürlich schon einen riesen Vorteil, wenn man ein bisschen in Bewegung ist. Ich kann hier richtig schön Gegner abzwicken. Was halt immer noch ist, man, das Game hat einfach Mühe mit dem Sound, wenn es viel läuft. Dann ich weiss nicht, hey. Als würde dann der Sound zum Teil ausgeblendet werden, weil es einfach zu fest überlagert, weil es zu viel zu tun gibt. Keine Ahnung, was genau das Problem ist. Dafür kann ich halt so den Nahkampf nicht so gut machen. Ah, wo ist der Typ? Einen schönen Tanz haben wir da gemacht. Also, aber einen gewissen Score gibt es dann auch eben so Auszeichnungen, Bronze, Silber und Gold. Gold habe ich erst einmal geschafft. Jetzt hole ich mir hier noch den Heiß, der ist mir noch ein bisschen schneller unterwegs, glaube ich. Jesus Christ. Ja, das ist ein bisschen zu viel los. Ja. Also gegen 3 wird man da auch nicht gewinnen können. Aber es ist gut gelaufen, muss ich sagen. Es ist auch ziemlich ein flashiges Game. Hey. Also, mal, kommt gut. Und
Klar kann man jetzt sagen, auf dem Switch sind auch nicht ganz so gute Spieler unterwegs wie auf dem PC, vor allem auf dem PC und auch auf der PS4 oder eben Xbox. Aber vielleicht ist es genau das. Vielleicht bin ich mittlerweile auch nicht ganz so gut und trifft man sich dort mit ein paar Leuten, die mit der gleichen Grafik und vielleicht auch ein bisschen Steuerung zu kämpfen haben. Obwohl ich eigentlich zur Steuerung nichts Negatives kann sagen kann. Spiele es natürlich mit dem Pro-Controller. Und wenn du jetzt hier im mobilen Modus unterwegs bist und mit den Joy-Cons spielst, dann hast du sicher ein bisschen einen Nachteil, eben grafisch sicher mal, siehst du noch ein Mühe weniger. Und ja, allzu lange, ich weiß nicht, wie gut du mit diesen Joy-Cons klarkommst. Aber das passt schon. Wenn man dann dockt, der Switch, dann ist die Grafik ein bisschen besser, kann mit einem Pro-Controller spielen und dann ist das voll easy. Jetzt nur schnell zum zeigen, es gibt auch jenste Waffen, Maschinengewehr, Plasma-Rifle, Raketenwerfer, die Super Shotgun, Vortex-Rifle, also ein bisschen Sniperig, Blitzknarre, die normale Pumpe, Chain Gun, dann hier haben wir wieder so einen Burst-Rifle, Granatenwerfer, Pistole, eine Alien-Waffe, noch eine so eine Alien-Waffe und dann noch die Static Rifle, die wollte ich mal ausprobieren, genau. Meine Lieblings ist absolut Plasma, weil dort ist es so, dass wenn man den Gegner kontinuierlich trifft, macht es immer wie mehr Damage, bis zu einem gewissen Maximum natürlich. Aber das ist eigentlich noch easy, das hilft auch auf dem Gegner natürlich drauf zu bleiben. Und dann im zweiten Slot habe ich eigentlich die normale Schrotflinte, weil das Problem ist, die Super Shotgun macht zwar wirklich richtig Schaden, aber du musst halt auch extrem nah am Gegner dran sein, damit das überhaupt den Straubschaden machen kannst. Und musst dann jedes Mal wieder nachladen, was ein Zeitchen dauert. Und ja, man gewinnt eigentlich selten, ausser du bist wirklich ein richtig harter Sieg. Ja, es wartet aber auch ein Moment, bis da alle Spieler drin sind. Das ist eigentlich schon in Ordnung. Kann ich vielleicht noch kurz in die Rune hineingehen. Ihr seht, es gibt hier verschiedene Helfershelfer, wo man unter bestimmten Bedingungen schneller läuft, wo man sieht, wie viel Leben das der Gegner noch hat, wo der Gegner vielleicht spawnt, wo man sieht, wo der Typ ist, der ihn gekillt hat für eine gewisse Zeit. Jenste Sachen. Das erste, was man bekommt, ist eben der Magnet, dass man nicht so nahe an diesen Schildern und Leben und Munition muss durchlaufen und es ein bisschen angesaugt wird. Finde ich sehr handy. Dann, was ich auch hilfreich finde, ist, wenn man den richtig aufs Mal bekommt, gibt es einen, der bei jedem Spawn plus 5 Schild gibt, bis zu einem Maximum von 25. Das heisst, man wird eigentlich immer ein bisschen besser geschützt, wenn man den halt jetzt regelmäßig aufs Mal bekommt. Aber der, den ich jetzt momentan nutze, ist eben für mehr Erfahrungspunkte. Plus 100 XP für einen Kill und plus 75 XP beim Assist. Und das schenkt schon noch gäbig ein, noch mit der Doppel-XP. Also man kommt gut vorwärts. Und so kann ich das Zeug gut ausprobieren. Ja, wenn man die Maps noch nicht so kennt, ihr kennt es ja sicher, ist es halt schon noch hart. Jetzt kommen sie natürlich auch von hinten, genau. Ja, das war eigentlich ein bisschen dumm gewesen. Aber noch einen abkassiert, oder? Schön. Zum Teil kann man einfach auch so ein bisschen reinpfeffern, ja. Dann laufen sie dann vielleicht schon rein, wenn man sie gerade sieht. Okay, jetzt habe ich hier keinen Mund mehr. Ja, Pumpikampf ist immer hart. Ja. Vor allem, wenn man selber nicht ganz so geskillt ist. Aber immerhin ein Assist wieder. Das heisst, wir bekommen hier XP geschenkt. Ui. Schauen, ob man irgendeinen Gegner identifizieren kann. Wenn man hier natürlich im Team unterwegs ist, was gestern oben zum Teil der Fall war, als ich mit den amerikanischen Spielern gespielt habe. Dort war das Dreiergrüppli zusammen unterwegs und das ist natürlich ja, wenig überraschend, ultra heavy. Die jetzt nehmen. Come on! Yeah, thanks a lot. Hey. Gut. Okay, die Demon Rune, die ist natürlich immer sehr begehrt. Dem seine Granate gibt ihm ein Leben zurück, wenn es den Gegner abzieht. Das ist natürlich ein schöner. Jetzt hat hier leider ein Gegner auch die Demon Rune bekommen, ja. Oh, fuck. Fuck, hey, das ist richtig schnell gegangen. Ja, der hat gewusst, wo er her muss.
Und Maps sind eigentlich voll in Ordnung. Sie sind auch mit interessanten Sichtlinien verbunden. Ihr seht, hier hat man zum Teil richtig Mühe mit Treffen. Ja, ja. Immerhin hat die Granate noch ein bisschen Schaden gemacht. Und ihr seht, wir haben hier... Wow, geil, den Timer genommen. Wir haben hier leider nicht so eine Chance. Aber was soll's? Die anderen sind vielleicht die Map auch noch ein bisschen lernen. Okay, da haben wir jetzt gerade mehrere Gegner. Ihr seht, die gelben Zahlen sind auch die... Das gibt's ja nicht. Und gerade im gleichen Ort wieder gespawnt. Hey, krass. Okay, okay. Aber ja, es wird schon sehr hitzig. Hey. Wow, das scheppert richtig hier. Hey. Fiedelt krass, ja. Ja, die sind noch gut. Eigentlich bin ich hier noch ein bisschen am Aufwärmen, kann man sozusagen erwähnen. Ah, da war gerade wieder einer, Mann. Das gibt's ja nicht. Und hinter mir auch gerade. Also eigentlich sind das ein bisschen straube Spawns momentan, ja. Schöner Vorführeffekt. Schnell schauen, ob wir hier irgendetwas abkassieren können. Jetzt ist schon wieder einer hinter mir, hä? Krass, wirklich krass. Ja, oh, Respekt. Mit dieser Gatling Gun habe ich nicht so eine Chance. Hey. Sie sind schon wieder, das ganze Team. Hey. Holy moly, hey. Hey, nice. Nein, nein, das ist weniger nice, ja. Ja, leider nicht so gut geschossen, ha. Schön, schön. Schön, yes, yes. Wow, krass. Der ist ganz schön mutig, der Typ. Ja, jetzt ohne zu bluffen, gestern ist es zum Teil richtig gut gelaufen, ey. Wirklich krass. Ich muss sagen, Straub, dass mir das noch gelingt. Hey, hey, nein. Ja, der soll mich abkassieren. Was? Ich habe es überlebt. Gibt's ja nicht. Okay, okay. Ja, lang geht's nicht mehr, hey. Lang geht's nicht mehr. Das gibt's ja nicht. Vielleicht mal noch ein bisschen, genau, Schild aufsammeln. Da oben ist es vorhin, scheint es heiß hergegangen. Nein! Ja, das kann auch mal passieren. Okay. Das ist einer von uns. Da ist wieder einer hinter mir, hä? Ja. Ja, Bürsteli, also ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie sind die noch ein bisschen flinker als ich heute, hä? Ja. Oh. Wow. Nicht schlecht, hey, der Pumper hat mich genommen. Nein, und schon wieder ein Selbstmord. Jetzt brauche ich noch einen Kill. Und dann ist das Geschäftsende hier. Unsere Aufwärmrunde. Sozusagen. Ja, das ist schon nicht so gut gelaufen, aber was soll's? Man bekommt einen Weg Erfahrungspunkte. Ja, jetzt habe ich es nicht einmal aufs Podest geschafft. Ja, man kann auch so ein bisschen Moves machen. Was ein bisschen voll strange ist. Hey. Also würde so ein Doom-Soldat so einen Move machen. Aber ja, eben, man muss ja auch ein bisschen mit dem Flow gehen. Und dann kann das halt passieren, dass man so Zeug einbaut. Okay, also, jetzt bin ich nicht ganz sicher, was ich hier kann machen, muss machen.
Ah, man steigt dann automatisch auf. Ja, okay. Alles klar. Was habe ich jetzt für Waffen? Immer noch alles genau gleich. Ja, das ist noch gäbig. Jetzt habe ich die vorhin gar nicht ausprobiert, die Static Rifle, das ist gut. Da unten könnte man noch die Map wählen. Ich nehme vielleicht lieber die so ein bisschen übersichtlicher aussieht. Von wem haben wir so brutal aufs Maul bekommen? Es sind gar nicht so viele High-Leveler, ja. Wobei, das spielt ja keine Rolle. Also gut, spielen wir halt Outbreak, das ist sicher auch in Ordnung. Gut, noch 10 Sekunden. Hier sind halt so die verschiedenen Rüstungen, die man dann freischalten kann. So ein bisschen aus dem Quake auch noch. Stylisches Zeug, hey. Hilft natürlich immer, wenn man so ein bisschen customizen kann. Und man bekommt auch immer etwas, also pro Level Aufstieg, es rebelt eigentlich gang irgendwelche Colors oder so. Darum für die das motiviert, hat man auf jeden Fall gang ein Zuckerli. Aber man kann natürlich auch gut einfach schnell 2-3 Runden machen. Und dann eben, wie gesagt, 4 Stunden später sagen, mal, das gefällt mir eigentlich noch gut. Ich hätte es nicht gedacht. Somit ist eigentlich das Doom auf dem Switch für mich die beste Version, weil der Singleplayer rockt immer noch gewaltig. Aber hier gefällt mir jetzt auch noch der Multiplayer. Also das ist ein richtiges, rundes Paket. Und als ich es hier gerade wieder mal gestartet habe auf dem PC und 21:9 und Field of View hoch und alles zusammen, es ist natürlich schon noch ein dynamischeres Erlebnis, aber gleich der Switch überzeugt auf ganzer Linie. Ja, sieht schon mal stylisch aus. Und Grafik, und ich weiss, man kann sich alles schön reden, aber weil es so tiefe Auflösung hat, hat es natürlich schon noch eigentlich einen eigenen speziellen Charme. Okay, also gut. Mal sieht interessant aus, aber wird ja auch nicht mehr verwenden. Wow, haben die sicher die gleiche Idee gehabt, gut. Die haben wir das Loadout wechseln. Ja, das passt so. Und let's go. Gut, cool. Geht der Schildbonus. Schaut jetzt, der hat das Ding gehabt. Oh, ey, da ist ja richtig was los wieder. Habe ich mich jetzt noch selber gesprengt? Nein. Aber der hat auch mal Knie gehabt und eigentlich das Zeug angesogen. Das ist schon sehr, sehr hilfreich. Also wenn ich nicht so ein Level-Hure wäre, würde ich auch wieder das reinschalten. Das ist ein Fehler. Aber ich hole mir nur den Schild. Scheiße, ich habe kurzzeitig noch gedacht, das kann etwas werden. Ja. Eigentlich sollte man so Gespässe ja nicht machen, weil am Schluss macht man es fürs Team nicht unbedingt einfacher. Demon Rune, yes, also jetzt bin ich der Revenant. Eben, da kann so ein bisschen fliegen und auch Raketen schießen, was extrem hilfreich kann sein. Man kann auch so ein bisschen zusammen umziehen als Team, weil gerade wenn so ein spezieller Fog rum ist, dann klappt das eigentlich noch gut mit dem zusammen rumlaufen. Und so kann man dann eigentlich Gabi-Kills machen. Ihr seht es auch. So, jetzt ist fertig. Aber ja, jetzt konnte ich lange kämpfen, nicht schlecht. Gerade wieder Ultralampe mit dem Sound. Ja, jetzt ist in Ordnung. Mal ein bisschen durchschnaufen.
Da hat sich richtig gelohnt, ey. Irgendeiner hat jetzt BFG. Ich hoffe, der ist von uns. Okay, die ist weg, ja. Da hat sie, oder? Ja, ich glaube, der hat BFG. Krass. Das heisst jetzt Anese. Geräusche sind eigentlich auch noch schön gemacht. So, schön. Das habe ich auch sinnvoll genutzt. Ui, irgendjemand schießt noch kräftig auf mich. Oh shit, ja, eben, der hat jetzt Pumpe gehabt. Da auch. Geil. Ah, geil, wie das fetzt. So, weißt du, da geht man Risiko ein, das ist ganz straub. So, und dann eben, ja, es hat halt schon etwas für sich, wenn man das Leben wieder auffüllen kann. Oh fuck, Jungs. Ja. Hey, das ist richtig gut gestartet. Und jetzt haben wir wieder so ein bisschen einen Hänger gerade. Okay, also jetzt hat es die Gegner. He? Jetzt müssen wir da im Team eigentlich aushebeln. Quad Damage, das ist eine Härte. Da kommt der Mankey, ja? Ja. Quad Damage. Du hast den Quad Damage. Okay. Ist das ein Kollege? Ja. Schön, ich brauche unbedingt schon ein bisschen Leben. Hey, das haben wir jetzt ganz gut herbekommen. Keine Munition mehr, scheiße. Hey, sind die alle gerade raus, oder was? Nein, nehmen wir einen. Nein. Ah, schade. Aber was ist das? Silber oder Bronze? Auf jeden Fall etwas Gutes. Da hinten tönt es nach Sound, ja. Cool. Der hat sich auch richtig viel vorgenommen, hey, und er lebt noch, Mann. Oi. Krass. Ja, fast keine Leben mehr, das heisst ist noch ein bisschen defensiv. Ja. Well done mit dem Defensiv. Das Mal sind wir aber wirklich auf einem viel besseren Kurs als vorhin noch. So, Pumpe wechselt meistens auch automatisch her, wenn gerade Munition ausgeht. Und das ist eigentlich immer wieder ein schöner Zeitpunkt, um dann im Notkampf noch ein bisschen aufzuräumen. Ja. Ein bisschen reingezogen, aber was soll's. Ist halt eben auch das Gute. Wenn man dann wirklich so vorne ist, muss man nicht wirklich schauen. Kann sich auch mal ein Späßchen gönnen. Und scheinbar ist da niemand da hinten. Mal. Tatsächlich ist da einer. Nein, das gibt's nicht. Seitlich abkassiert. Die haben alle wieder gewartet. Auf was haben meine Kollegen durchgeschossen? Ja, viele Kills müssen wir nicht machen. Mal schauen, ob wir den also ein bisschen über Säcke abkassieren oder er mehr. Jetzt können sie das schon noch ein bisschen aufholen, wenn sie es nicht falsch machen. Ja gut, schon da und der Cape. Cool. Ja, vor allem wird auch den Sack zumachen und währenddem, dass ich noch schaue, wo die Gegner überhaupt sind, ist schon fertig. Ja, cool. Yeah. Ist voll in Ordnung, ey. Probiert es auch mal aus, wenn ihr auch eine Switch habt und so Games einigermaßen okay findet. Weil ich finde, es ist voll in Ordnung. Und ich weiss, fast alle in meiner Freundesliste ziehen nach den Ping rein.
Es hat zwar dedizierte Server, aber ja. Fast alle in meiner Freundesliste auf der PS spielen das Call of Duty. Auf der Xbox wird es auch gleich aussehen. Aber ich bin eigentlich froh, dass ich es dieses Jahr übersprungen habe. Das soll jetzt aber auch nicht irgendwie zu einem Anti-Call of Duty-Video werden. Jedem das seine. Das Doom gefällt mir richtig gut. Nicht nur im Single, sondern auch im Multiplayer. Und ja, das war es von meiner Seite. Hey. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest von diesem Samstag vermutlich. Und bis schon gleich. Hey. Tschüss zusammen.